Lachen macht das Leben schön. Jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Theaterstadtzeit. Na? Was, na? Wie ist denn die Feier gestern ausgegangen? Ja, sie ist ausgegangen. Wer ist denn ausgegangen? Die Feier. War die nicht drin? Was drin? Ja, ich sag's aber, weil die Feier ist ausgegangen. Mein Gott, Sabine, sei doch nicht gar so blöd. Wo hast denn das her? Von mir nicht. Ich hab gefragt, wie die Feier ausgegangen ist. Ja. Ausgegangen ist. Ach so. Ja. Also deinem Gesicht nach stimmt was nicht. Ja, stimmt alles. So, Ja. dann ist ja gut. Magst du noch was? Nein, danke. Mir reicht's. Ja, gut. So, dann guckt mir gleich, brauchen wir helfen da. Na, gibt's denn sowas Blödes, aha? Ja, es darf ja nicht wahr sein. In der Spendenbüchse ein Hosenknopf. In der Spendebüchse für die Büste vom König Ludwig, für die neue. So eine Blamage. Der Herr Regierungsrat hat die Nasen nicht schön hinaufgezogen. Wenn wenigstens ein Fremder dabei gewesen wäre, dann hätte man es auf den schieben können. Aber so, lauter Gemeindemitglieder, lauter Gemeinderäte, ich, der Bürgermeister und der neue Rechtsanwalt. Eine saubere Gemeinde haben wir. Verteibe noch einmal. Vater, Was denn? ich geh zum Einkaufen. Soll ich da was mitnehmen? Nein, ich brauch nichts. Ja, halt, warte mal. Ja? Gehst zu dem neuen Rechtsanwalt über zu dem Herrn Leitner und so sagst, er möchte bitte dringend zu mir rüberkommen, ne? Was möchtest du denn vom Fritz? Was heißt denn da Fritz? Ja, der heißt doch Fritz Leitner. Ja, das weiß ich selber. Aber wieso sagst denn du Fritz? Ja, das ist mir halt so rausgerutscht. Rausgerutscht? Du, ich möchte nicht hoffen, dass du und der neue Anwalt, gell? Hä, wo denkst denn du hin? Eben! Also wie gesagt, du gehst rüber zu dem neuen Rechtsanwalt, zu dem Herrn Leitner und sagst, ich möchte und ich muss ihn in einer dringenden gemeindlichen Angelegenheit sprechen. Hast du mich verstanden? Ja. Gut. Ich gehe jetzt ins Rathaus rüber und wenn er da ist, dann rufst du hinüber. Verstanden? Ja, ja. Also. Au, jetzt hätte ich mir beinahe verraten. Wo ist denn der Papa? Der ist auf Gemeinde hinüber. Aha. So, du, ich muss jetzt noch einige Besorgungen machen. Gehst du einkaufen? Ja, selbstverständlich, Ach, das gut. tue ich dann auch gleich erledigen. Du, die Nudeln sind draußen, der Schinken ist schon geschnitten. Du brauchst heute also nur noch einen Salat machen. Ja. Es gibt heute Schinkennudeln. Ja. Was gibt's? Schinkennudeln. Mama, du weißt doch genau, dass der Papa keine Schinkennudeln mag. Eben, darum mach ich's ja. Das wäre ein schöner Tag für den Vater. In der Früh hat ihm der Kaffee schon nicht geschmeckt und Mittag kriegt er auch noch Schinkennudeln. Herein? Grüß Gott, Sabine. Ja, Fritz, das ist eine Überraschung. Gerade wollte ich zu dir. Der Vater möchte mit dir reden. Bist du allein? Freilich? Gott sei Dank. Was wollte denn dein Vater von mir? Ja, er möchte mit dir in einer dringenden gemeindlichen Angelegenheit reden. Oh, da schau her. Du, beinahe hätte ich mich verraten, stell dir vor. Der Vater, wenn hinter unsere heimlichen Zusammenkünfte kommt, was ist der Teufel los? Also ganz wohl ist Mani bei dem Gedanken. Ja, ja, das böse Gewissen. Na, wenn er wirklich dahinter kommt, dann halte ich halt ganz einfach um deine Hand an. Ja, und der schmeißt die ganz einfach hinaus. Ja, für einen tüchtigen Juristen gibt's immer Dürtel, wo man wieder reinkommt. Und ich
Pass auf, dass die Tür nicht mehr auf ist, gell? Dann gib mir gleich noch ein Puzzle. Au! Was denn? Was tut mit ihm da? Da, schau her. Ist ja typisch Junggeselle. Pfeifen dürfen nicht fein, gell? Ja, hast du schon mal einen Studiosus ohne Pfeifen? Und Schulden gesehen? Nein. Na also. Aber gerade gestern Abend, da habe ich meine Pleite besonders bedauert. Wieso? Ja, gestern Abend bei der Feier der Gemeindehonoration. Zuerst haben wir gesungen, übt immer Treu und Redlichkeit, dann der gemeinschaftliche Umtrunk und zum Schluss dann die Spenderbüchse für die neue Büste vom König Ludwig und der Gedenktafel. Hast du auch was gespendet? Naja, jetzt kommt ja die peinliche Situation. Wie ja die Büchsen zu mir kommt. Ich kann Pfennig in der Taschen und blamieren wollte ich mich auch nicht. Also was tue ich vor Schreck? Ich reiße in meiner Verzweiflung einen Knopf aus meiner Hose und... Und schmeiß ihn in die Sammelbüchse. Da kannst du noch lachen. Von wo war denn der Knopf? Vom Hosentür. Ja, also mir ist das Lachen vergangen. Ja, das ist Also, Entschuldigung. Ich verstehe nicht. Kommt da rein, damit über die Sache. Ah, der Herr Rechtsanwalt ist schon da. Grüß Gott, Herr Der Bürgermeister. Rechtsanwalt. Herr Gemeindeschreiber, grüß Gott. Grüß Sie, na gut, Herr Rechtsanwalt. Herr Gemeinderat, grüß Gott. Grüß Sie. So, bitte nehmt gleich Platz, damit die Sache gleich in Ordnung gebracht wird, gell? Mei, Ja. miert bin ich vielleicht nach dem gestrigen Abend, aber das war auch kein Wunder, gell? Ja, das wird gesoffen wie ein indischer Wasserbüffel. Ja, vom Durst red's nicht, gell? Herr Bürgermeister, Sie haben mich rufen lassen. Ach so, ja. Herr Rechtsanwalt, ich möchte mit Ihnen in einer dringenden, ernsten Angelegenheit sprechen. Du, gell, dass ich nicht lach. Was denn? Wir wollen reden mit Ihnen. Ja, so gut, dann halt mir. Ja, wer hat sich denn so lange geweigert, die Sache mit unserem noch nicht lange hergezogenen Rechtsanwalt überhaupt zu besprechen? Ja? Naja, weil noch einige Unklarheiten da sind. Ne? Der hat was gegen Sie. Also, um was handelt es sich eigentlich? Um eine ganz komische Sache. Ja. Also nachdem wir jetzt ja da sind, ich meine, es liegt ja in unserem eigenen Interesse, dass diese peinliche Angelegenheit mit peinlichster Diskretion behandelt wird. Ja, mit peinlicher Direktion. Ja. Ja, so wie Sie uns hier so sitzen sehen, gehören wir alle zum Festkomitee des gestrigen Abends, der durchaus harmonisch verlaufen ist. Ja, nein, harmonisch verlaufen ist. Ja. Wenn nicht plötzlich dieser unangenehme Misston diese Harmonie getrübt hätte. Ja, die Harmonika getrübt hätte. Ja, gut, jetzt sind wir stark. Ja, was hat's denn gestern Abend noch gegeben? Herr Rechtsanwalt, nicht gestern Abend, sondern heute Morgen. Guten Morgen. Also, auf dem Rathaus natürlich, auf dem Rathaus. Ja, wie die Spende aus der Büchse gezählt worden ist, ne? Ja, ist nicht voll zusammengekommen. Ja, doch mehr, als wir geglaubt haben, ne? Aber dann ist das Unheimliche gekommen. Ja, was denn? Naja, wie unser Ehrengast, der Herr Regierungsrat, das Geld gezählt hat, da war ein Knopf dabei. Da liegt es, das Corpus Delicti. Ja, da ist das Corpus Delicti. Tatsächlich? Ja, ja, also wie Sie sehen, ein ganz hundsgemeiner Hosenknopf in der Spendenbüchse der neuen Büste für den König Ludwig. Schulter an Schulter sind wir mit diesem Übeltäter an einem Tisch gesessen. Und das verlangt nach Sühne. Ja, hast verlangt nach Sünde. Naja, also. Und wie Sie jetzt sehen, also, wie gesagt, und darum liegt es doch in unserem Interesse, und darum sind wir ja da, um die Sache einfach zu besprechen, um aufzuklären, damit diese üble Sache aus der Welt geschafft wird, ne? Ja. Wir sind halt übereingekommen, dass Sie die Sache behandeln, Herr Ja. Rechtsanwalt. Und Ihnen den Fall zu übertragen. Ja, den Fall übertragen. Jawohl. Mir? Ja. Das ist ja großartig. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, ich lache als Freude, weil mir endlich die Gelegenheit gegeben wird, meine Fähigkeit zu beweisen. Ich danke für Ihr Vertrauen. Bitte sehr. Danke sehr. Bitte sehr. Und wir stellen die Herren sich das vor? Wie? Ackermann. Bitte? Was? Halt doch einmal. Also wir haben uns vorgestellt. Nein, also wir haben uns gedacht, dass wir den Übeltäter in unserer Gemeinde völlig unmöglich machen. Jawohl.
Wir wollen den Übeltäter aus unserer Gemeinde hinausekeln. Jawohl, hinauskegeln, nicht? Das müssen Sie doch verstehen. Und schauen, und darum, da schauen Sie mal her. Da ist die Liste der Festteilnehmer, ne? Aha. Und hier ist der Knopf. Ja, und hier ist der Kopf. Das ist aber eine lange Liste. Na ja, Sie haben ja Zeit. Bei den Leuten. Sie werden das schon schaffen. Wir haben nämlich Vertrauen zu Ihnen, Herr Rechtsanwalt. Aber ich muss wieder gehen, Herr Doktor. Ja. Wird Ihnen gut? Ja. Wiederschauen. Also, auf Wiedersehen, Herr. Ich gehe gleich mit euch rüber auf die Gemeinde, ne? Da wir die Sache noch weiter besprechen und noch einen anständigen Brief schreiben an den Herrn. Ja. Herr Bürgermeister, ich hätte Sie doch ganz gern einer wichtigen Angelegenheit gesprochen. Aber bitte allein. Allein? Also gehst mal voraus, ich komme gleich noch, gell? Ja, Herr Rechtsanwalt, bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Um was handelt es sich? Als erstes die Bemerkung vom Herrn Gemeinderat Moser, Ja. dass Sie sich geweigert haben, mir den Fall zu übertragen. Da hätte ich ganz gerne den Grund gewusst. Den Grund? Den können Sie sich nicht denken? Herr Rechtsanwalt, Herr Leitner, Sie sind noch nicht lang bei uns im Ort. Man hat von Ihnen nichts gehört und so weiter, ne? Ach so, Sie halten mich also für einen Dummkopf. Für einen Dummkopf? Nein, für einen Dummkopf halte ich Sie nicht. Das sehe ich schon an den vielen Besuchen bei uns im Haus, ne? Da sind Sie schon eher ein Schlaukopf. Ja, Sie wollen doch nicht sagen, dass ich da nur wegen... Wegen dem Kaffee von meiner Frau rüberkomme. Na, das will ich nicht sagen. Na, Ihre Frau kocht zwar einen guten Kaffee, Ja. aber eigentlich zirkt mich Ihre Tochter Sabine zu Ehren. Ja, was? Na, das ist ja nur der Gipfel der Frechheit. Ja, noch lang nicht. Sonst würde ich ja gesagt haben, ich bitte um die Hand von Ihrer Tochter. Ja, mir fehlen ja direkte Worte. Jetzt beruhigen Sie einen, Herr Bürgermeister. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Und ich sag's nicht eher, bis ich in der Lage bin, eine Frau zu ernähren. So. Aber ich liebe Ihre Tochter. Hä? Sie lieben meine Tochter. Herr Rechtsanwalt, wissen Sie, was Sie lieben? Sie lieben den Rahmen, da wo das Mädel drin hängt. Das lieben Ja, und Sie. zu dem Rahmen könnten Sie mir verhelfen. So, möchtest du wissen, wie? Die Stelle vom Amtsanwalt soll auch neu besetzt werden. Ja? Ja, und da finden Sie doch keinen besseren als mich. Was? Also an Bescheidenheit sterben Sie mal bestimmt nicht, ne? Bitte nicht. Das ist auch nicht meine Absicht. Was? Na ja, gut, jetzt haben Sie mal einen Fall bekommen, jetzt versuchen Sie ihn mal aufzuklären und dann reden wir weiter, ne? Sehen wir schon. Also ich muss jetzt drüber auf die Gemeinde, halten Sie mir nicht mehr länger auf, aber die Ehre, Herr Rechtsanwalt, ja? Sie werden bald von mir hören, Herr Bürgermeister. Oh, ich hab alles gehört. Mein lieber Fritz, du traust dich was. Mein erster Fall. Leitner gegen Leitner. Das geht Ja, das kommt davon. Versteck dich bei mir in der Küche. Gut. Ja, dann sparen wir den Weg lieber. Dann geh halt rein, schreib mir das gleich da bei mir. So, ja, brauchst nicht klopfen, geh doch rein. So, also, hast du alles dabei? Ja, Schlüssel, Taschentuch, Kamm, Was? Rosenkranz. Ich will wissen, ob du dein Schreibzeug dabei hast. Ja, das ist da drin in der Mappen. Also gut, dann setz dich nieder. Setz mich nieder. So, und schau, dass du fertig wirst. Ja. Also, haben wir's bald. Ja. Was? Ja, heute ist kalt, ja. Was? Also. Also dann schreib. Sehr geehrter Herr Regierungsrat. Geehrter Regierungsrat. Nicht Rat. Rat. Schad. Mit dieser peinlichen Angelegenheit. Anwesenheit. Angelegenheit. Ja. Angelegenheit. Komma. Schreibt mir jetzt Komma mit einem M oder mit zwei M? Ihr seid ja nicht so dumm. Komma schreibt man nicht. Komma, das ist ja so ein Schwanzerl. Schwanz.